Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute ein Video, wobei es um diesen tollen Smart sich handelt. Dieser Smart wurde uns geschenkt. Mussten wir abholen aus hinter Düsseldorf, glaube ich. Ja, Smart. Interessante Farbe, ne? Cappuccino oder was? Ja, Farbco für die Türen. Chappuccino, Cappuccino, Sand, Aal, keine Ahnung was. Ja, potthässlich auf jeden Fall. Ja, warum haben wir den hier stehen? Und zwar, dieser jemand hatte sich einen kleinen Spaß erlaubt und dachte, dieser Smart hat auf jeden Fall einen deutlich zu kleinen Motor. Bitte folgen Sie mir nun. So, da kommen wir zum Herzstück. CBR 1000. Ja, simpel leicht hier reingebastelt. Direkte Übersetzung. Hat man sich hier so ein bisschen was gebraten da. Das war alles gehärtet. Die Probleme kennen wir bereits. Ne, Stefan? So Antriebswellenprobleme. Aber kann der ja nicht haben, der hat ja keinen Federweg, ne? Ja, den gilt es heute mal zum Laufen zu bringen, weil der hatte hier und da mal ein paar Probleme. Wir haben auch gerade schon gesehen, der hatte schon ein paar kaputte Sicherungen. Wir hatten letztes Mal, kamen so ein paar Orgelumdrehungen mit ein bisschen Bremsen rein. Ja, wollte er auch, aber er lief nicht wirklich. Naja, und jetzt haben wir halt nicht einmal mehr Zündfunken, geschweige, dass irgendwie Zündung überhaupt was macht. Aber, wie ihr hört, der Abisolierer, der Entaster, der ist schon wieder fleißig. Stefan, baust du jetzt eine Sicherung selber? Ja. Cool. Wenn mir leider wirklich immer die Sicherung fliegt und ich jetzt noch stundenlang irgendwie eine Suche starten könnte, bis ich den Fehler habe. Oder ich überbrücke das Ding jetzt einfach mit einer ordentlichen Sicherung. Wir hatten die. Genügend. Bis ich sehe, bis irgendwo was qualmt und dann weiß ich, wo der Fehler ist. Und dann ist das auch eigentlich wieder kaputt, oder? Macht man auf jeden Fall nicht so. Das ist eine Schmelzsicherung. Das ist dann eine Schmelzsicherung. Schweißsicherung. Auf jeden Fall macht's nicht, aber ihr wollt ja Spaß haben. Man macht es nicht, aber man macht es dann doch. Haben gesagt, kannst du machen. Da, hab ich doch gesagt, eine blöden Spritpumpe. Irgendwas stinkt hier, Stefan! Oh. Oh, heiß. Ist schlimm, wenn da irgendwie Sprit drin ist und heiß wird? So, Nein, war da die Schelle drauf. Ich hab doch gesagt, die Spritpumpe! Ja, Live-Fehlerdiagnose hier. Hat da jemand schon mal den 15:19 Schlauch getauscht, Stefan? Und vergessen, diese Schelle da wieder ranzumachen. Was war denn passiert? Ich hörte mal, da war eine Leitung undicht. hing jetzt genau auf diesem Kontakt. Wo war? Auf diesen Pluskontakt. Hing die Schelle so rum da drauf. Und andere Seite hing die auf Minus. Und was ist dann passiert? Kurzschluss. Oh. Deswegen Sicherung. So konnten wir jetzt schon feststellen, woran es gelegen hat. Okay. War das jetzt irgendwie Gefährlich. Vorbesitzer ein Fehler oder? Ich hatte letztes Mal die Spritschläuche ausgetauscht. Da hatte ich die Schelle noch nicht angezogen, weil ich erstmal gucken wollte, überhaupt Sprit kommt. So. Der lief ja dann einmal ganz kurz und dann ging der aus und dann war das wohl das. Das war nur fürs Video. Mhm. Ja, mit Mund. Das war die Pumpe wieder. Nee, die Pumpe läuft. Oh, die pisst auch ein bisschen. Ist die Arbeit? Oh. Du, ich glaube, die hat ein bisschen inkontinent. Oh, beidseitig. Oh. Hey! Oh, macht zu viel Druck! Wie? Hast du nicht für 10 Bar die Stelle oder was? Stell dir mal Deswegen. vor, der hat sich jetzt selbst entzündet. Und du sitzt da drin, Geil. kriegst die Tür nicht mehr auf, weil die nicht mehr gängig sind. Weil die nicht mehr gängig sind. Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, was hab ich? Ja, so Druck auf dem Schlauch drauf. Ja, das ist ja schon mal gut. What? Übel! Aber mal schnell. Ja, da haben wir auf jeden Fall sehr funky gebaut. Hier einfach am Gaspedal was dran gespackst, wo der Gaszug dran geht. Und Kupplung haben die so gebaut. Einfach den Nehmer, ja doch den Nehmerzylinder für die Hand eigentlich. Da dran gebaut. Ein paar funky Umlenkungen und dann ist das der Kupplungsweg. Schaltung? Schaltung ist hier die Handbremse. Nach vorne ersten, alles weitere nach hinten. Ja. Und Lenken? Bremse, haben sie gesagt, ist nicht so vertrauenserweckend.
Der Daumen geht hoch. Aber der Schäpers hat schon Probleme gelöst. Deswegen haben wir die Autos ja hier, weil die Autos werden eigentlich kaputt geschrieben, obwohl die nur eine Batterie hatten. Ja. Mal Spaß. Oh! Oh la la! Geschreddert. Glaube ich auch. Vor allem nur noch bei den Kühlerschläuchen machen, die liegen auf dem Krümmer. Das ist richtig Jobschiff. Kein Problem. Ja, der Mühle. Ich glaube, der muss einfach mal richtig. Das Motorrad einfach Richtig, verwöhnt. der Bleifuß muss da mal zuschlagen. Oh, guck. Du hast es gerade gesagt. Kette muss doch rosten, oder? Ja, oder? Ja. Auch nur Verschleißteil, ne? Ja. Ob es jetzt früher oder später getauscht wird. Ah. Komm, du Mistding. Ja, so reichen, ey. Aber alle, ich höre schon wieder Bier. Ich höre Bier, ich höre Bier. Nein, das ist nur für die obligatorische Bierlängenpause gleich auf unserem Filmacker. Falls das Ding brennt, können wir das noch löschen. Können wir das schnell austrinken und dann mit der Piste löschen? Genau. Komm, tu das mal. Wir wollen doch nicht das Bier verkommen lassen hier, ey. Das ist. Wer das hier mag, wer die Bierlänge mag, muss bei uns im Shop vorbeigucken. Da gibt es ein passendes T-Shirt zu. Also, wenn ihr mal richtig einen saufen wollt, dann braucht ihr das T-Shirt. Das ist ein absolutes Must-Have. Auf jeden Fall. Auch für Arbeit ist immer gut. Für die Arbeit immer gut. Ha, das schmeckt aber wieder gut. Wollen wir mal gucken, ob die Kiste jetzt rennt oder nicht. Oder nicht? Die Powerbank ist, glaube ich, leer. Ja, das war's mit dem Video.
Stefan grinst auf jeden Fall. Hey, Boah, das ist ganz schön dreckig hier drin. Boah. Boah. Ja. Alter, geht das Ding ab. Boah. Ist irgendwas? Nee. Überhaupt nichts. Das staubt auch. Oder hast du nur Staub gefressen? Boah. Das schmeckt mal richtig auf der Zunge. Alter Schwede, ey. Also Doch wenn mal. er läuft, dann läuft er. Nur der ist richtig kacke untersetzt. Der ist viel zu hoch. Der erste Gang, ey. Ist hier irgendwas? Nee. Ja, weißt du ungefähr, wie deine Zähne gerade aussahen? Die waren genauso braun. Verstehe ich gar nicht. Wenn du die ganze Zeit nur so da drin sitzt. Aber jetzt hat er auch Leistung. Ich würde sagen, jetzt gerade. Kommt schon richtig Feuer, Feuer, ja. Auf einmal richtig Ja. durch den Pforten rausgeschnitten sind. Die alte Trottel. Jetzt kannst du gar nicht mehr halten im ersten Gang. Ja, was soll man dazu jetzt sagen? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Läuft jetzt anscheinend. Verbraucht wahrscheinlich ein bisschen sehr viel Öl. Und vielleicht noch mal ein paar Verbesserungsarbeiten. Aber sonst geht er wohl gut ab. Und ich muss niesen. Und es qualmt da ein bisschen drin. Die Tür abbauen, dann müssen wir hutzen. Der andere direkt so wegkommt. Hast du wieder Allergie? Und wegen Auslass. Junge! So kann ein Geschenk doch immer ausfallen, oder? Wie findet ihr das? Was meint ihr? Können wir da noch mal der ein oder anderen tolle Sachen mit basteln oder umbasteln oder Verbesserungsvorschläge? Vielleicht hat der ein oder andere so ein Ding in der Garage stehen mit solcher Motorisierung. Schreibt es einfach in die Kommentare, oder? Boah, das gibt einen neuen E-Scouter. Alter. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das macht jetzt nicht so viel Spaß, aber egal. Junge! Stefan, brauchst du eine Ist irgendwas? Bier? Ja, ich brauch Bier. So, ich stelle das Ding jetzt weg. Ja, Kommt da nochmal richtig Pfiff an den Start. richtig. Kamera. Ah.
Smart doch eine ganz neue Bedeutung zu bekommen, oder wie ist das? Aber das möchte ich gerne nochmal auf einer anderen Oberfläche von Acker sehen. Kalt wäre nicht schlecht. Ja, ich hoffe, ihr hattet natürlich bis jetzt auch den gleichen Spaß, den Stefan mit diesem tollen Smart hatte. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch tolle Ideen habt, wie wir es vielleicht noch umrüsten können, optimieren können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin so fleißig wie bisher. Schaut bei uns im Shop vorbei. Da gibt es natürlich auch nochmal reichlich neues Werks für euch. Ja, und hoffe, das ist jetzt das vorletzte Video, bevor wir uns wieder einmal endlich nach langer Zeit wieder nach Norwegen begeben dürfen. Bleibt uns gesund. Bis dahin. Ciao.